Ja, ich wollte gerade sagen, von wegen Knappe passt alles. Seien es nicht diese nervigen Vierer. Willkommen zurück, Freunde. Wir sind hier. Das Viech ist auch da. Haben natürlich keinen Plan mehr, ob wir das Teil schon erledigt haben in der Vergangenheit und normal nicht, aber wir gucken gleich mal. So, ich habe natürlich von Hand der Waffen, kann ich mal gucken. Dann haben wir jetzt den ausgerüstet, natürlich nicht ganz viel Power. Ich habe nur einmal noch einen 5er, lassen wir noch. Zuvor bezwungen, scheiße. Hey Digi, wie geht's? Ja, Marschwerk ist ganz normal. Das ist so, also komm. Nee, das ist falsch. Hier. Weil dann geht es halt mal nicht kaputt, ne? Was machst du jetzt da oben? Okay, macht doch mehr Damage als ich dachte. Gut, ich bin natürlich momentan noch ein bisschen geschwächt. Gib mir deine Items. Danke. Wo ist das andere Teil hin? Wo ist ein Flügel hin? Wo ist ein Flügel? Das ist ausgeflügelt, wa? Ja, merk schon. Game over, Alter. Ja, wenn ich so schon bezwungen habe, kriege ich natürlich hier keine Kiste mehr. Sprich, die wilde Weiße, den wilder Weißen von ihm haben wir schon. Okay, hier waren wir vor einiger Zeit schon mal. Ich glaube, haben wir auch. Hier gibt es zwar Kanon, ich glaube, die haben wir in dem Folge schon. Okay. Die natürlich auch. Hier ist er. Ah, warte mal, hier. Ne, obwohl doch, müssen wir auch schon haben hier. Da dementsprechend auch schon war. Ich habe aber auch schon abgeguckt, wa? Vor allem ist es hier relativ in der Nähe. Im ganzen Zeugs. Was haben wir hier noch Schönes? Waren wir denn hier schon? Ich kann ganz kurz mal gucken, ob wir das Item zu schon haben. Nö, haben wir noch nicht. Gut, ist natürlich jetzt nicht gerade dabei, ne? Da heißt natürlich jetzt nicht, dass er irgendwie nicht vielleicht die Karte schon mal im Untergrund geholt hat. Also, geholt habe. Dass wir nicht vielleicht doch schon irgendwo. Also hier. Ich kann mal so weit weg. Nicht vielleicht doch schon mal die Karte dafür geholt haben, aber halt eine gefunden haben im Untergrund. Das könnte halt sein. Das ist dann halt, naja, Künstlerpech, wie man so schön sagt. So, von hier aus, ich will hier rüber. Das ist in die Richtung. Ja, komm.
Was soll der Geiz? Ching Ching. Perfekt. Der perfekte Einsitzer, wenn man so will. Was ist da oben für ein Licht, hey? Die Anfangsinsel. Ja gut, ich meine, es ist die Rede von 5. Weisen. Dinge aus uralter Zeit, ich bin noch nie da oben gewesen, ne? Also mein ganz klar bin ich natürlich auch nicht. Kann natürlich das Leuchten noch irgendwas anderes sein, aber bis also gehen wir nachher mal hin, Freunde. Wäre irgendwie schon cool, wenn wir nochmal zum Anfang zurückkehren müssten für irgendeinen Hinweis. Erstmal gut da hinten. So. Nicht zu tief. Hä? Ne, das Teil ist unter mir. Ups. Aber ganz weit unter mir. Johoho. Das ist auch so ein Fakt, den ich einerseits cool finde, andererseits auch ein bisschen nervig, dass du anhand der Karte halt nicht siehst, in welchem Höhenmeter die einzelnen Inseln sind. Also, ich meine, dass sie halt unterschiedliche Höhen haben, das ist ja cool. Also, dass du auf der Karte nicht siehst, das ist eher ein bisschen kacke. So, dann geht auch schon meine Batterieleiste flöten. Dann muss ich halt. Muss ich denn? Ja, ich muss erstmal sortieren. Meine Insel ist so niedrig, das kann gut sein, dass ich die übersehen habe. Okay. Yeah, er ist weg! Endlich! Ja, da kommt er wieder. Tatsächlich eine Karte für uns. Oh, schön, dass er da drüben ist. Dankeschön. So, haben wir hier sonst noch irgendwas Interessantes? Noch ein paar Gänseblümchen. Funkelfrüchte. Ja. Und ich mitnehmen Himmelspilz. Ja gut, so weit im Himmel oben ist jetzt auch wieder nichts. Das ist fast so für Schloss Hyrule, oder? So, wenn ich jetzt hier bin, was wäre dann noch die nächste Station, die ich angehen könnte vielleicht? Ich meine, hier waren wir theoretisch schon, hier ist auch der Schrein. Ob ich hier drüben schon war, da ist eine andere Frage. Es gibt auf meiner Karte dann noch ein paar Dinge zu holen, ne? Also, wenn wir sagen, feel free. Auch da wirklich auch, naja, schon alles geholt haben oder mir damals gesagt haben, hey, das ist cooler Mechanismus, aber kommt gar nicht weiter, ich mach's später. Würde mich nicht wundern. Lass mal gucken, wie tief der ist. Wie hoch ist es da oben?
Könnte sein, wa? Und da ist er wieder. Hui! Und Abflug. Ja, der ist ein Flummiball, der kommt immer wieder. Das ist fast ein bisschen so langatmig wie früher bei The Wind Waker, wa? Wenn man von einer Insel zur anderen gesegelt ist. Ach ja, der Wind Waker. Gute, aber auch schlechte alle Zeiten. Gut, weil es halt wieder mal einigermaßen geiles Zelda. War ja das erste Zelda für den Gamecube. Aber schlechte Erinnerung aus meiner Sichtweise, weil ich mit The Wind Waker ja gar nichts anfangen konnte. Nach Ocarina of Time hat Majora's Mask war ich halt irgendwie doch so gehypt von wegen, ja, jetzt neue Konsole mit dem Gamecube und wir hatten damals schon irgendwie auch so ein paar, wie sagt man, so 3D-Models gesehen von den Charakteren, also sprich so von Link und von Ganondorf, die echt geil aussahen, in später auch mehr oder weniger 1:1 in Super Smash Bros. Melee den Gamecube übernommen wurden und dann kam halt Wind Waker und so dieser scheiß Cell-Shading-Look. Sorry, muss ich so sagen. Das ist nicht meins, den ganz ehrlich zugeben. Und ja, deswegen anfangs überhaupt nicht auf warm geworden. Bin doch beim ersten Tempel, war der Feuertempel, nicht ausgestiegen tatsächlich. Weil ich wollte dem Ganzen trotzdem eine Chance geben und dann irgendwann, nee, sorry, bringe ich nicht, kann ich nicht, geht nicht und tschüss. Das ist so ein Moment, einerseits, aber das dann im Nachhinein bereut, andererseits war ich dann doch auch froh, weil wir dann, später, als das HD-Remake rauskam, dann doch noch gespielt, ne? Ganz leise, Leute, ganz leise. Trotzdem geklappt, krass. Hallo! Manchmal falsche Richtung. Wollte eigentlich hier bleiben. Hallo! Was ein Scheiß. Oh, du auch hier? Jo, ich bin's. Der Held, der allen gefällt. Na gut, ihm jetzt nicht. Mächtiges und Anime. Wieso haben die so krasse Waffen? Also krass, in Anführungszeichen. Und Schlusszeichen. Ja, wollte gerade sagen. Neben Anführungszeichen, wirklich, ja. Okay, können nochmal ein neues Ding bauen. Aber warum auch? Weil ich fahre damit wieder zurück. Nee, also klar, dass er hier schon mal war. Aber es ist echt schwierig, nach über 160 Folgen eine Überblick zu behalten. Gewisse Dinge erinnern mich logischerweise, weil es halt auch einprägsam waren. Andere Dinge denken mir so, ja, schön. Ist eine Insel wie jeder andere auch. Und da hat halt das Spiel hier ähnliches Problem wie vorhin erwähnt mit Wind Waker oder auch mit der Vorgänger Breath of the Wild. Weil so geil sie auch irgendwie sind, wenn es halt trotzdem halt, mein Gott, die Oberfläche hier unten bei Hyrule selbst. Klar gibt es hier und da Unterschied, aber es ist trotzdem mehrläufig einfach nichts los. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich mir frage, warum? Warum hat man so gelöst, nicht anders, ne? Eisenholzprügel. Junge, ich prügel dich. Jetzt die Frage, also ist so ein Anime-Schwert weg? Nee, weil ich habe so einen Teil und dann werden die Teile doch mächtig. Die Dinger zurück, also so Ganondorfs Waffen.
gar nichts zurücklassen. Ja, so, hier unten bin ich jetzt. Ich meine, es gibt den Grund, wieso die jetzt hier sind, aber... Viel los ist hier nicht. Irgendwas was sehen hier? Wir schützen irgendetwas. Ah, hallo Maserschwert, gibt's auch wieder. Oh, hallöchen. Obwohl, das kommt mir ziemlich doch sehr bekannt vor. Der Idiot selber Feuer gefangen oder was? Der hat einen starker, wa? Also. Der hält doch ein bisschen was aus. Flammenschild, ich habe genug Schilder. Es ist zwar eine stärke Krieger-Variante, aber hier waren wir schon mal Freunde. Ah ja, doch, auf der Insel waren wir schon. Ja, hier zentral Hyrule, ne? Das sind natürlich so Gegenden, wo das schnell passieren kann. Dass ich mir denke, hey, das ist eine Himmelsinsel, da ist sicher irgendwas. Und dann, oh, ja, da war was. Aber wir haben es schon geholt. Jetzt da vorne ist noch der Schrein. Ja, doch. Aber gut, dann gehen wir halt da noch hin. Ne? Jetzt die Frage: Ist mein Hover-Ding noch da, oder ist er da verkrümelt? Ja, okay. Danke. Das hat er verkrümelt, das Scheißding. Ist doch kein Problem. Wir haben da ja Ventilatoren und so, also schnell rübergleiten. Dürfte jetzt nicht so das Problem sein, ich muss eh darüber. Frage, will ich das so machen oder? Also. Will ich damit fahren und dann rüber? Natürlich so ein Mechanismus, wo ich schnell rübergleiten kann. Der ist natürlich praktisch. Ja, machen wir schnell so. Warum irgendwas zusammenbauen, wenn ich einfach so eine Technik quasi benutzen kann? Ist so viel praktischer. Gut. Vielleicht muss ich ganz kurz noch das Tal ausrichten. Nö, kann gut so sein, war die Richtung. Na dann, also ein Beinbruch. Ah. Es ist ja auch schon da. Dass ich es fotografiert habe, ist ja eher unwahrscheinlich, da ich die Dinger ja eigentlich nie fotografiert habe, tatsächlich. Und wenn doch, ja mein Gott, dann haben wir es ja doppelt, also. Doppelt hält besser, wa? So, ich habe natürlich nicht die Hauptinsel vergessen, ne? Wo wir letzte Folge noch gedacht haben, oh, da leuchtet es, vielleicht soll mal ganz kurz zurückgehen. Ich habe es nicht vergessen. Soll ich vielleicht gerne erst dann machen, wenn es in der Nacht ist, tatsächlich. Und es dann jetzt vergessen, ne? Und rausgesetzt. Gut, nein, löschen. Gut, hätten wir das auch. Also, jetzt sind wir da. Da muss man ganz kurz gucken. Rein vom Luftraum her, ne? Wir haben hier noch eine Insel. Ja, gehen wir schon fast schon in eine andere Richtung. Aber auch hier waren wir noch nicht großartig, ne? Doch hier war ich, genau, Tapferkeitsprobe. Da waren ja die Inseln, die wir gebraucht haben für das Aero-Set, ich erinnere mich. Ja, von da aus starten und dann mal schnell rüberfliegen zum gucken, was da los ist. Das könnte ganz geil sein, tatsächlich.
Da war aber kein Teich mit Feen, oder? Nö, und falls doch, dann sind die mittlerweile ausgeflogen. Jetzt die Frage aller Fragen. Da will ich hin. Und da wollen wir hin. Oh, hallo. Meister Link. Dankeschön. Endlich mal jemand, der mich richtig anspricht. Das ist weiter oben, ne? Was ist das Ding da? Nee, warte mal. Das ist noch ein anderes Ding. Da habe ich ja auch einen Schrein. Hm. Das ist der Wald der Crocs da. Der kann irgendwie gar nicht sein auf der Höhe. Warte mal. Ist so, also das kann es nicht sein, oder? Doch da oben vielleicht? Oder doch unter mir? Wir sehen sie gleich. Ich meine, das sieht so aus. Nein, nein, direkt unten. Das ist ein bisschen falsch. Okay. Soll auch ein bisschen höher sein. Ah, ist der Schrein von gerade eben auf der Insel ein bisschen zu tief. Muss ja von hier ausgehen, ne? Okay, okay. Und mit Katapult, das ist natürlich angenehm. Gehen wir erstmal in die Richtung. Ich versuch's mal. So, wo ist die Insel, die ich hier suche? Oh, über mir kann es nicht sein. Doch weit weg, ne? Ein Todesberg kann es eigentlich auch nicht sein. Ich dachte, das wäre vorher noch. So, komm, wie lange fliege ich jetzt noch? Ja, was, hab ich jetzt die Insel hier ausgesucht oder was? Doch, doch, muss schon stimmen. Und das ist die hier?
Ja, nee. Eine stärkere Version, wa? Was mit der stärkeren Version liegt natürlich im Spielfortschritt. Ah, doch so weit weg und vor allem so tief unten. Mist, das hatten wir schon. Scheibenkleister. Ja, ist halt die Gefahr, ne? Kann man auch nur mal sicher gehen. Dass nicht irgendwie hier doch noch was verpasst haben, wenn es irgendwo versteckt war, aber nee. Ah, hier wäre man wilderweise gewesen, wa? Okay, okay. Ja, gehen wir erstmal hier hin, dann natürlich. Also, liegt logischerweise viel näher. Dann haben wir auf der rechten Seite ja auch noch was, ne? Nicht vergessen, Freunde. Wieder was zum Fotografieren. Dann haben wir vielleicht so Zentralhai wohl auch langsam sicher mal durch. Dann ist eben die Frage, Heberregion, also links oben oder mehr so rechts unten, ne, Richtung Gerudo-Wüste. Bei Gerudo-Wüste waren wir auch schon mal, wir haben doch mal einen Griok-Platt gemacht. Weil man so dachte, hey, mach doch mal einen Griox-Platt, das macht doch Spaß, hehe. Die Zeiten sind vorbei. Das ist nur nervig. So. Allerdings ist kein Problem, das nehmen wir direkt hier unten. Den haben wir auch. Hä? Ah, Moment mal. Das können einer der ersten gewesen, die wir überhaupt gefunden haben. Das würde aber logischerweise bedeuten, dass ich den am Boden noch gar nicht aufgesucht habe. Es sei denn, der ist direkt beim Ding. Nee, bitte sagen wir nicht, dass der runtergefallen ist. Bisschen. Oh nee. Nein, sagen wir nicht, dass derjenige, den wir zuvor. Das könnte sein, wa? Den wir hier unten mal fotografiert haben. Ich sag mal so, sicher bin ich mir nicht hundertprozentig, ne? Aber die Chance ist hoch. Aber cool, dass es auch solche gibt, die einfach hier mal schnell durchfallen. Mal ganz kurz checken, doch da ist nichts, ne? Okay. Ich fliege kurz runter und dann fotografieren den nochmal schnell. Vermutlich schon zum dritten Mal, aber wie gesagt, lieber einmal zu viel als zu wenig. Ich kann sagen, das Lichtproblem dürfen wir keine haben. Nein, ja. So. Dann nochmal schnell hier hoch. Dann holen wir uns noch die violette Markierung und dann haben wir es, glaube ich, mal wieder für heute, Leute. Für heute, Leute. Liebe Leute, lieber heute. Lieber heute. So, ernst, liebe Nachbarn. Fangen die um die Zeit an zu bohren. Gut, ich meine, es ist noch nicht vor. Es ist noch, naja, knapp 7 Uhr abends. Eigentlich noch alles machbar von der Zeit her, aber trotzdem. Warte mal. Ist das Teil da oben? Kommen wir sowieso nicht hin. Das ist das Teil da oben, ne? Das heißt, ich war vermutlich noch gar nicht da, weil, ja, zu hoch halt. Ja, mal schnell so. Ganz vergessen! Das Teil ist ja wieder da.
Nee, das Ding ist es ja. Genau. Weil das ist wohl da die Anfangsinsel, wo ich dann runterspringen musste. Um das eine Teil vom Aeroset zu kriegen. Ich weiß gar nicht mehr welches es war. Das heißt, erstens könnte das Kopfteil oder Körperteil gewesen sein tatsächlich. Das spielt keine Rolle. Da hat 3 solche Gebäude, sag ich jetzt mal. Was heißt Gebäude? 3 solche Inseln, solche Konstrukte im Himmel. Wenn man die alle halt gemacht, dann kriegt man jeweils halt so ein Teil vom Aeroset, ne? Und das Teil ist schon praktisch. Aber ich jetzt selten einsetze, aber praktisch ist es durchaus. So, wir sind schon mal 30 Minuten angelangt. Das macht aber nichts, wir sind eh bald hier durch. Wenn es hier oben war, ist eher unwahrscheinlich. Das kann eine der höchsten Inseln überhaupt sein, oder? Wunderbar, eine alte Karte. Oh. Ja gut. Ja, es macht nichts, ne? Aber Hauptsache wir haben die mal. Die werden ja alle hier gesammelt, wa? Also theoretisch können die natürlich alle mal irgendwann dann sagen, hey, wie viel gibt es überhaupt insgesamt? Wie viel habe ich schon? Wie 17 habe ich schon? Wie viele sind? Kein Plan, aber ich nehme dann so eine gerade Zahl sein, ne? Vermutlich sowas um die 30 oder 40 herum. So Leute, und nun ist dann halt die Frage, also wenn ich jetzt mal hier eine Karte mit der hier im Spiel vergleiche und davon ausgehe, das Ding hier war mit dem Untergrund verbunden, so ein Sonau-Dingsbums, da waren wir gerade schon, da waren es auch schon überall, ob ich jetzt da vielleicht doch noch, also hier zum Beispiel, da waren wir gerade schon. Oder die oben haben doch jetzt alle schon gemacht oder nicht? Da kann ich mich erinnern, da waren auch 2 Dinger, genau, die haben wir auch. Also kann man mal ganz kurz hier hingehen. Nur um 100% sicher zu sein, aber bin mir sicher, dass wir sie schon geholt haben. Dann haben wir, glaube ich, so, ich würde vielleicht sogar behaupten, die Hälfte durch vom Himmel. Also die Hälfte, sage ich jetzt mal, von die Vertikale gesehen, also die rechte Seite quasi. Von oben nach unten, also doch schon. Nein, ich sag's so. Dann hast du hier den ganzen Himmel, jetzt kannst du hier die Karte unterteilen und sagen, hey, das ist eine Hälfte, die rechte Hälfte, die linke Hälfte, ich glaube die rechte Hälfte haben wir soweit. Bis eben halt das, was hier drin ist, aber da weiß ich eh noch nicht. Weil, naja, die Navigieren ist eh kacke. Die Dinger, da waren wir auch, da haben wir schön aufgeregt. Dann hier haben wir die ganzen Dinge auch geholt. Ja, doch. Ja, ich jetzt mal gesagt, auch im nächsten Part geht es dann für uns halt vielleicht von hier nach da drüben. Das eine Option war. Weil hier war so ein Bauting, das ist ja bis, was heißt Bauting? So ein Sonau Artefakt-Dingsbums. Steintafel, die ist ein bisschen Untergrund gefallen. Hier wird das so labyrinttechnisch, da ist ja sicher auch hier wieder etwas. Ja, genau. Kann man das aktivieren, da holen wird sicher auch ein Schrein sein. Und dann hier rüber gehen und dann mal gucken, ob wir dann noch irgendwo noch ein paar finden. Ich denke mitunter schon. Wird hier anbieten. Aber jetzt erstmal kurz. Ich habe doch hier etwas vergessen, wenn wir am Schluss noch blau ärgern. Das wäre sehr, sehr doof. Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal hier hingehen. Dann tue das Ding da oben. Das sieht so aus, als müsste ich fast schon hinfliegen, wa? Aber jetzt nachher kann ich theoretisch, was ich auch schon mal gesagt habe, nochmal zurückgehen zur Hauptinsel da drüben. Haben wir irgendwas gesehen?
Also zumindest nicht untergefallen, ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir noch gar nicht haben. Das fällt einfach nicht runter, das ist nur die andere Variante. So, sagt Cheese. So, und jetzt, tja, hier hin war und gucken, was jetzt da abgeht. Weil es hat vorhin, also weiß vorhin, nach letzter Folge, so am Ende der letzten Folge, so plötzlich angefangen zu leuchten, dann hat es so, war das schon immer so, aber dann was übersehen, hat es gar was mit der aktuellen Hauptquest, mit der Suche nach dem 5. Weisen zu tun oder so. Uko-Uhu-Schrein. Ja, das ist definitiv etwas. Hä? Ist nicht mehr so tief unten oder täusche ich mich gerade? Ja, aber auch schon lange nicht mehr, Junge. Okay, das wird eher schwierig, das war zu erwarten, aber... Oh, komm schon. Also wäre es gestern gewesen, wa? Das ist halt die Göttin, die gab es damals auch schon. Warum auch immer. Und bis ganz nach oben. Naja. Ja, vorhin haben wir noch nicht da, oder? Vom Leuchten her könnte es auch passen, ne? So hier ist. Ich war hier oben schon mal, da war garantiert kein Wächter, dann könnt ihr mich, glaube ich, erinnern. Die Frage, fängt sie dann zu laufen, wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, oder? Das ist mir ja Wunschdenken. Ne, es läuft tatsächlich, okay. Vor allem gucken wir uns die nächste Folge an, weil ich habe keine Ahnung, was da drin abgeht. Katzen getriggert wird, ob es überhaupt was mit unserer Hauptmission zu tun hat, oder irgendwas nicht, aber ich meine, wir sind auf der Suche nach der Vergangenheit, wir sind ja so schön... Hallo, was kommt jetzt? Also, Wolken. Ja, heißt ja, hey, suche Vergangenheit, da finden 5 Weisen, suchen in Ruinen aus der Zeit der Legenden umzusehen. Wenn das keine Ruine aus der Zeit der Legenden ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Insofern, bis nächstes Mal und ciao zusammen.